Ja, wir haben gestartet mit dieser Philipper-Serie am letzten Sonntag. Es ist eine coole Serie, weil wir werden als Gemeinde zusammen den ganzen Philipperbrief durchlesen. Es ist ja ein kurzer Brief, das ist nicht so eine große Herausforderung. Ich habe letzten Sonntag den Start unglaublich stark empfunden, dieser erste Abschnitt. Also wer nicht dabei war, hört unbedingt nochmals rein oder hört noch rein und geht mit uns diesen Weg. Ich will euch unbedingt auch ermutigen, für euch selber den Philipperbrief zu Hause mal hervorzunehmen in dieser Zeit und durchzulesen, durchzugehen. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, einfach für sich das zu lesen oder mit Studienbibel oder Bibelleseplan. Eine Idee ist auch verlinkt auf dem Handout, das aufliegt. Lest unbedingt dazu auch, jetzt könnt ihr das gleich notieren oder im Kopf merken, Apostelgeschichte 16. Dort wird ja so schön beschrieben, wie diese Gemeinde in Philippi gegründet wurde. Und es wird dann unglaublich lebendig. Ich freue mich auch sehr in dieser Serie, dass wir verschiedene Leute aus der Gemeinde haben, die predigen werden. Ich hatte das nämlich so auf dem Herzen, dass wir nicht nur davon reden, dass man seine Begabungen einsetzen soll, sondern dass wir das auch machen. Und wir haben Leute bei uns, die haben auch die Begabung, so eine Predigt zu machen. Und deshalb habe ich im Vorfeld einige angefragt und jemand, nämlich Andi, hatte tatsächlich den Mut zu sagen, doch, ich probiere das mal. Ich will der Gemeinde dienen, auch mit einer Predigt. Und ich habe es vielleicht auf dem Flyer schon gesehen. Also den Abschluss der Serie wird er dann machen. Und so haben wir doch eine kleine Vielfalt aus der Gemeinde. Vielleicht gibt es in Zukunft sogar dann noch eine größere Vielfalt. Da sind noch mehr Ideen da. Aber so freue ich mich sehr auf diese Serie. Und heute werden wir weitergehen. Heute ist der nächste Abschnitt im Philipperbrief dran. Kapitel 1, Verse 12 bis 30. Und ich stelle mir so vor, wenn man diesen Abschnitt liest, also man sieht das eigentlich im Text, dass die Philipper Fragen hatten, dass sie eigentlich mit einer Frage aufgewartet sind. Wir sind ja in dieser Situation, Paulus, der ist im Gefängnis, Titel der Predigt heute auch, wieso das Gefängnis super ist. Da freut ihr euch sicher unglaublich drauf, oder? Und ich stelle mir diese Frage vor, die diese Philipper diesem Paulus geschrieben haben, diese Gemeinde an einem anderen Ort, diesem Paulus im Gefängnis, der die Gemeinde gegründet habe. Ich stelle es mir etwa so vor. Lieber Paulus, wir werden bedroht und du hockst im Gefängnis. Die Gemeinde wird so in ihrem Wirken behindert. Ruhe und Friede fördert Gottes Reich, nicht aber Gefängnis und Leid. Was denkst du zu diesen schwierigen Umständen? Im Herrn Jesus verbunden, die FEG Philippi. Also das ist eindeutig, das war eine FEG. Also frei, das war sicher keine Staatskirche und das Evangelium war denen so wichtig, klar, und eine Gemeinde waren sie auch. Also es muss eine FEG gewesen sein. Also so könnte vielleicht diese Frage dieser Philipper geklungen haben. Und die haben sie zu Paulus gebracht, geschrieben oder mit dem Boten, den sie gesendet haben, mit einem Epaphroditus, der kommt dann später auch noch vor in diesem Brief. Und Paulus nimmt jetzt dazu Stellung. Das lesen wir zusammen ab Vers 12. Vielleicht hat jemand die Bibel dabei. Es ist auch cool, wenn ihr die Bibel mitbringt, können wir zusammen lesen. Oder zu Hause ist es natürlich einfach, das aufzuschlagen. Oder auf dem Handy, alles klar, jeder hat die Bibel dabei. Super. Ab Vers 12. Da sagt dann Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, oder Geschwister könnte man auch übersetzen, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausschlagend sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Also Paulus sagt, hey Leute, im Fall meine Umstände, die sind gar nicht schlecht, sondern die sind gut. Das hat entscheidende Vorteile. Es hat 3 große Vorteile, dass ich im Gefängnis bin. Und das Erste, was Paulus hier sagt, das Evangelium wird gefördert dadurch. Also er sagt ihnen, hey Philipper, ihr müsst euch keine Sorgen machen, das ist einfach gut für die Ausbreitung des Evangeliums. Er sagt ja ihnen, das wird gefördert im ganzen Prätorium. Das ist nicht irgendein römisches Gebäude oder so gemeint, sondern das ist gemeint, die Leute, die dort gearbeitet haben, in diesem Umfeld des Gefängnistrakts eigentlich, die Leute dort, die werden irgendwie mit dem Evangelium konfrontiert und dann ja noch bei allen anderen, also noch weit darüber hinaus.
Also Paulus sagt, für mich spielt das Gefängnis, ja, das hat schon einen Einfluss, aber das ist nicht das Zentrale, sondern dass das Evangelium gefördert wird, das ist mir viel wichtiger. Und das passiert hier tatsächlich. Und da staune ich schon ein erstes Mal, wie wichtig muss denn Paulus das Evangelium sein? Wie reichhaltig muss das für ihn sein, dass er sagt, das ist so viel wert. Das wird gefördert im Gefängnis. Die Umstände sind gar nicht schlecht. Und ich stelle mir dann so unsere Situationen vor, wo wir manchmal drin sind. Von euch ist jetzt niemand im Gefängnis. Also ich sehe alle ohne Stäbe dazwischen. Aber manchmal gibt es ja auch im Leben so andere Gefängnisse, wo wir uns wie in Notsituationen wiederfinden, in irgendeinem Leid, in einer Krankheit, in einer Herausforderung, wo irgendetwas im Leben Schwierigkeiten bereitet, dass man dann sagen kann, ja, jetzt habe ich zwar diese Not, diese Umstände, aber trotzdem gibt es etwas, das noch wichtiger ist für mich, nämlich die Förderung des Evangeliums. Also das finde ich recht krass, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, woran du denkst in deinen Herausforderungen. Mir kommt zuerst in den Sinn, wie geht das wieder vorbei? Dann bete ich, oh Gott, mach, dass es vorbeigeht, dass es wieder Friede kommt, was auch immer, dass es wieder besser wird, Hilfe kommt. Und Paulus denkt an etwas ganz anderes. Aber es gibt das tatsächlich auch bei uns Leute, die so ticken wie Paulus. Also ich finde den recht krass, den Paulus. Gerade kürzlich hat mir eine Frau erzählt, wie sie in ein Spital gekommen ist und da im Spital lag, in einem Zimmer. Das kann auch so eine Art Gefängnis sein, oder? Du bist dort, kommst nicht weg, hast Schmerzen, Herausforderungen. Dann hat sie gesagt, der Herr hat es wunderbar geführt. Ich war da nicht allein im Zimmer, sondern da war noch eine andere Frau. Und ich konnte der von Jesus erzählen und es war super, war ich dort in diesem Zimmer im Spital. Ich finde das eigentlich, ja, das erstaunt mich, das bewegt mich, dass das so möglich ist, dass Menschen das Reich Gottes, das Evangelium wichtiger sein kann als irgendwelche Dinge, die einen gefangen nehmen. Dann schreibt Paulus weiter von weiteren Vorteilen, die das mit sich bringt, dieses Gefängnis bei ihm. Er schreibt im Vers 14, und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Also er sagt, jetzt bin ich da gefangen und das hat geholfen, dass die anderen Mut gewonnen haben. Interessanterweise nicht alle, aber die meisten doch. Einen großen Teil der Leute, der Christen im Umfeld von Paulus haben davon erfahren und die wurden selber ermutigt. Die haben gemerkt, der Paulus, der ist jetzt da im Gefängnis, aber offensichtlich ist das gar nicht das Schlimmste, was passieren kann, sondern sogar dort kann Jesus einen brauchen. Also die Geschwister fassen neuen Mut. Und das hat dann eine interessante Dynamik ausgelöst. Einige haben dann gesagt, yes, wenn sogar der Paulus, der im Gefängnis ist, von Gott gebraucht wird für das Evangelium, wenn das so gut ist, dann lass uns Vollgas geben. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es uns gleich geht wie dem, aber so schlimm ist es ja gar nicht, weil das Evangelium lebt da weiter. Aber es hat auch andere gegeben, die haben gedacht, yes, wenn der Paulus im Gefängnis ist, dann können wir jetzt ja viel wirkungsvoller sein als der. Dann können wir das Evangelium noch mehr verbreiten. Dann werden wir wichtiger als Paulus. Können wir mehr Ehre und Ruhm haben. Das hat tatsächlich bei einigen Leuten dazu geführt. Also ich finde das eigentlich fast unvorstellbar, dass das diese Auswirkungen hat. Dass die Leute nicht sagen, ja, ich habe Angst und mache ja nichts mehr, sondern sie sagen, ja, dann können wir den sogar übertrumpfen. Davon lesen wir auch, wenn wir weiterlesen hier in diesem Brief. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, aber einige auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, also nicht ehrlich, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Also ich finde das eine absolut crazy Situation. Das muss man sich mal vorstellen. Die Leute im Umfeld von Paulus, die einen haben gesagt, jetzt gebe ich Gas fürs Evangelium, weil ich sehe, der Paulus ist ja standhaft sogar in diesen Schwierigkeiten, super Ermutigung. Und die anderen haben gesagt, jetzt können wir es ausnützen und den Paulus mal endlich übertrumpfen und mehr Ehre und Ruhm
einsacken. Also stellt euch das mal vor. Ich habe mir das so ausgemalt, nehmen wir an, so eine fiktive Situation. Unser Frauentreffteam macht ein Frauenfrühstück, wo die Leute vom Evangelium so berührt sind, aber dann kommen alle ins Gefängnis. Vielleicht im Embraport gibt es dann so ein Gefängnis und das Frauentreffteam wird dort eingesperrt. Da kommt das Männertreffteam und sagt, jetzt können wir Gas geben, wir machen eine evangelistische Männerserie, dann können wir noch diesen Erfolg vom Frauenfrühstück übertrumpfen. Da kommt jemand und sagt, ja, aber wir haben ja einen Hauskreis, diese Kleingruppe, komm, wir laden das ganze Quartier ein, da können wir dann allen von Jesus erzählen. Da kommt die andere Kleingruppe, wir laden 2 Quartiere ein, wir geben noch mehr Gas. Und plötzlich kommt die Jungs und sagt, Leute, ihr müsst uns helfen, wir bauen eine Arche, aber Originalmaßstab, 3-stöckig und 3000 Kinder im nächsten Solar, denen wollen wir allen das Evangelium erzählen, wir können noch mehr und so weiter. Könnt ihr euch das vorstellen? So ist das irgendwie zu und her gegangen da bei diesen Leuten im Umfeld von Paulus. Und dann interessant, wie reagiert Paulus darauf? Ja, schimpft er mit denen wegen dieser schlechten moralischen Einstellung oder so? Wir lesen weiter im nächsten Vers. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder irgendwelchen schlechten Gründen oder in Wahrheit, also mit reinem Herzen, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Also der Paulus sagt, ja, egal wie die Methode ist, er sagt hier nicht, egal wie das Herz ist, das sagt er nicht, aber wenn Jesus verkündigt wird, dann macht es ihm Freude. Es weckt in ihm wirklich Freude. Und das ist etwas, wo ich einfach tief auch bewegt bin. Der ist in dieser notvollen Situation. Er verkündigt das Evangelium dort, das ist ihm so wichtig. Er schreibt den Philippern, hey, eure Umstände und so weiter. Das ist nicht das Wichtigste, sondern es gibt noch etwas Größeres. Und da gibt es diesen Battle da rund um Paulus herum, wer noch erfolgreicher ist und so. Und er sagt, wenn Jesus verkündigt wird, dann ist das doch das Wertvollste. Und vielleicht, wenn wir jetzt heute von Gefängnissen reden, ist dir einiges in den Sinn gekommen, so eigene Situationen, wo du auch so Gefängnis erlebst, wo du Leid erlebst, vielleicht auch schon seit Jahren. Und ich habe mich gefragt, was könnte das auslösen, wenn wir sagen, ja, dieses Gefängnis, das Wichtigste darin, was würde sich ändern, wenn es das Wichtigste ist, wie Jesus groß wird darin, an diesem Ort, in dieser Herausforderung, in diesem Leid drin, vielleicht in diesem Gefängnis drin, wenn das Evangelium wirklich das Größte ist. Also Paulus sagt, es gibt wirklich 3 gute Gründe, wieso das Gefängnis so super ist. Nämlich erstens, das Evangelium wird gefördert, die Geschwister werden ermutigt und es weckt Freude, weil einfach Jesus dadurch groß wird. Und jetzt stelle ich mir vor, wie die Philipper gedacht haben, ja, der spinnt doch, der Paulus. Also so wie der drauf ist, das geht ja gar nicht. Und vielleicht etwa so zurückgefragt haben. Lieber Paulus, ja, aber verstehst du uns nicht? Leiden und Gefängnis, das kann bis zum Tod führen. Vielleicht wirst auch du zum Tod verurteilt. Da willst du dich freuen? Und Paulus schreibt weiter. Und er wird jetzt im Weiterschreiben sehr persönlich und öffnet eigentlich sein Herz den Philippern. Wir lesen weiter in Vers 18. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird. Durch euer Gebet und durch den Beistand des Heiligen Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zuschanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Paulus sagt, ich habe diese Sehnsucht, diese Hoffnung, diese Erwartung an mich, dass egal wie die Herausforderungen sind und egal ob sie zum Tod führen, dass Jesus Christus dadurch groß wird. Und er sagt aber auch, Leute, das ist etwas, das ist gar nicht so einfach. Ich brauche eure Gebet. Betet bitte für mich.
durch euer Gebet. Paulus hat ja auch davon geschrieben, wie er für die Gemeinde betet. Wir merken, wie wichtig das in Paulus ist, dass er diese Gebetsunterstützung auch für sich hat, dass er feststehen kann und Jesus für ihn das Wichtigste sein kann, egal wie die Umstände sind. Und dann sagt er auch, ich brauche den Geist Jesu, den Heiligen Geist, der mir Kraft gibt, so zu leben. Vielleicht hast du bis jetzt gedacht, der Paulus spinnt wirklich, dass der so entschieden für Jesus, egal wie die Umstände sind, unterwegs sein kann, dass ihm das Wichtigste ist. Und ich denke, es ist wirklich nicht menschenmöglich. Wir brauchen die Kraft Gottes dazu, wenn wir das auch wollen. Ich finde es auch sehr spannend, dass er hier davon redet, dass er den Geist von Jesus braucht. Jesus hat ja gesagt, ich sende euch meinen Geist. Oft wird dann vom Heiligen Geist geschrieben, aber Paulus war es offensichtlich wichtig, von dem Jesus, der selber durchs größte Leid, eigentlich durchs größte Gefängnis hindurchgegangen ist und auferstanden ist, diesen Geist brauche ich in dieser Situation. Und er stellt dann aber auch fest, das ist mein Wunsch, dass wirklich Jesus Christus an meinem Leib groß gemacht wird. Also er sagt, Gott, du darfst mich und mein Leben als Werkzeug brauchen, damit dein Name groß wird. Sei es im Leben, dass ich von dir erzähle, sei es im Sterben, dass die Menschen sehen, dass du der beste Halt bist. Oder sei es bei Paulus sogar im Märtyrertod, dass Leute staunen und sagen, boah, wenn einer bereit ist, für diesen Jesus zu sterben, dann muss das ja eine extrem ehren- und würdenvolle Person sein. Und Paulus öffnet sein Herz noch weiter, schreibt dann, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also irgendwie kommt Paulus jetzt so in ein Dilemma rein. Er sagt, ja, das Leben in Jesus, genau das ist, was ich will. Aber wenn ich sterbe, dann ist es auch gut, weil ich dann bei Jesus sein kann. Dann werde ich vollendet bei ihm. Aber es ist jetzt noch besser. Volles Leben auf der Welt mit Jesus oder erfülltes Leben in Ewigkeit mit Jesus. Beides super. Und er schreibt von diesem inneren eigentlich Kampf, den er hat. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Ich finde das unglaublich berührend, wie der Paulus sagt, ja, es ist weit besser, bei Christus zu sein. Also wir spüren bei ihm wirklich, das Leben mit Jesus bedeutet für ihn alles. Und ich stelle mir so vor, wie er durchs Leben geht. Er schreibt ja selber, dass er alles kennt, dass er Wohlstandssituationen kennt, Friede, Erfolg, aber genau auch das Gegenteil, Gefängnis, Not und Leid. Und er sagt, in allem ist mir Jesus das einzig Wichtigste, das Zentralste. Ich lebe für Jesus, für Christus. Ja, und wenn ich sterbe, das ist hier dieses Wort abzuscheiden gebraucht, aber genau was da steht, Analyo im Altgriechischen, könnte man auch übersetzen mit aufbrechen oder zurückkehren. Also Paulus sagt, das, was ich hier ja, schattenhaft, vorbildartig so ein bisschen erlebe, das wird dann vollkommen sein, wenn ich ganz in Jesus bin. Und das ist doch nicht nur gut oder besser, das ist weit besser. Und dann sagt er aber auch, es ist auch mega nötig, dass ich hier bin. Ich will euch doch unterstützen und helfen und das wäre doch noch das Wichtigere. Und Paulus hat aus diesem Grund auch so die Überzeugung, ja, das ist wirklich wahrscheinlich auch das, was passieren wird, wenn wir weiterlesen. Er schreibt dann ab Vers 25, und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich wird in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Wir lesen zwar später im Brief auch, dass Paulus wirklich unsicher war, wie die ganze Geschichte herauskommt, ob er vielleicht den Märtyrertod sterben wird, ob ihn am Ende das Todesurteil trifft. Aber hier sagt er, wenn es nach mir geht, dann will ich euch noch mehr dienen, dass ihr noch mehr gestärkt werdet in Jesus Christus. Und dann könnt ihr euch rühmen, nicht weil ihr mehr evangelistische Erfolge erzielt als ich,
sondern weil ihr seht, dass Jesus Christus am Wirken ist, dass er groß wird, dass man überreich wird an Jesus Christus. Das ist so auch mein Wunsch, den ich habe für uns, dass wir überreich werden an Jesus. Immer mehr verstehen und erfahren, wer er ist und was er getan hat. Ja, so sagt Paulus eigentlich, das Wichtigste, das Beste, was man haben kann, ist mit Jesus zu leben. Hier in dem Hier und Jetzt. Mit Jesus zu sterben oder aufzubrechen, zurückzukehren und ewig in Jesus zu sein. Also mit anderen Worten, in Jesus ist alles ein Gewinn. Und das bewegt mich auch zutiefst im Herzen, wie das Paulus hier mit so voller Überzeugung sagen kann. Ich bin in Jesus verankert und es gibt nichts, was mir diese Verankerung wegreißen kann. Kein Gefängnis, kein Leid und nichts. Und ja, er fordert eigentlich die Philipper auf, zu sagen, ja, hängt euch auch mit mir voll bei Jesus rein. Er ist alles. Und mit ihm ist alles ein Gewinn. Und ich stelle mir dann wieder vor, wie die Philipper vielleicht darauf reagieren, wie sie ihm antworten auf diese persönlichen Zeilen, die Paulus hier geschrieben hat. Ich stelle mir es etwa so vor: Lieber Paulus, krass, wir verstehen, wir wollen auch voll und ganz in Jesus sein und ihn mit der guten Botschaft des Evangeliums groß machen. Aber wie geht das ganz konkret im Alltag? Also, vielleicht haben sie so verstanden und gesagt, ja, wir wollen auch da, Jesus soll unser Alles sein, weil wir sehen, das ist der beste Halt in allem und das ist die beste Botschaft, die wir haben. Aber wie geht das ganz konkret? Und Paulus gibt darauf dann eine Antwort. Er schreibt ihnen, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Und euch nicht in nichts von den Widersachen erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, euch aber Heil und das von Gott her. Also er sagt ihnen, das lohnt sich jetzt hier an dieser Stelle so auch das Detail anzuschauen. Er sagt ihnen, wandelt nur würdig des Evangeliums. Und dieses kleine Wort hier, wandelt, das ist ganz spannend, das kommt so in der Bibel eigentlich nur ganz selten vor. Das heißt im Altgriechischen politoiestai. Politoiestai. Poli, da hört man raus, vielleicht Stadt, Bürger. So wandelt als würdige Bürger. Das Wort, das hier steht, das war den Philippern geläufig, weil es gab dort im Umfeld so Schriften, die man heute noch findet, wo drauf steht, genau mit diesem Wort, dass doch die Leute in Philippi als würdige Bürger leben sollen. Philippi war ja eine römische Kolonie, vielleicht haben sie gedacht, wir wollen zeigen, dass wir würdige, richtige römische Staatsbürger sind und leben so und verhalten und so und wandeln so. Und in diesem Sinn schreibt Paulus ihnen, wandelt ihr würdig eures neuen Bürgerrechts, das ihr habt. Ihr seid ja Bürger vom Himmel, darum geht es später im Philipperbrief dann auch. Ihr seid Bürger vom Königreich von Gott und die soll man in eurem Lebenswandel sehen. Und jetzt denkt ihr, ja, das klingt ja sehr schön, das machen wir auch, aber das ist gar nicht so einfach. Also ich stelle mir auch so diese Situation der Philipper vor, die haben plötzlich einen anderen Bürgerort, einen anderen Umgang untereinander. Das weckt einiges, was die Widersacher auf den Plan ruft. Also wenn ich mir so diese Situation vorstelle, da gibt es ethisch natürlich einige Unterschiede. Plötzlich haben diese Philipper einen ganz anderen Umgang mit der Sexualität, eine andere Sexualmoral als die Gesellschaft. Plötzlich verhalten die sich anders mit den Leuten in ihrem Umfeld, sitzen am gleichen Tisch und feiern das Abendmahl zusammen mit Sklaven, zusammen Männer und Frauen am gleichen Tisch. Das haben die Leute im Umfeld nicht verstanden. Und dann das Verrückteste, sie sagen, wir haben nicht mehr den Kaiser als unseren Herrn, sondern Jesus Christus ist unser Herr. Wegen dem landet man damals im Gefängnis. Also wenn Paulus das schreibt, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, klingt das so schön und schnell, aber es bedeutet, dass es anders ist als in der Welt, dass das etwas
die Gegner auf den Plan ruft, dass das Konflikt hervorrufen kann, dass Leute das im Umfeld nicht verstehen. Und ich denke mal, wir sind gar nicht so an einem anderen Punkt. Wenn wir heute mit christlichen Werten unser Leben leben, so wie das dem Evangelium entspricht, dann gibt es viele Leute, die verstehen einiges nicht. Die finden einiges sehr komisch. Die sagen, ja, woher habt ihr das? Wo man merkt, dass die gesellschaftliche Meinung in einigen Fragen ganz anders denkt. Und wir merken, es braucht wirklich so ein Feststehen im Herr. Das ist gar nicht so einfach. Deshalb ermutigt Paulus, schaut, dass ihr feststeht. Wir haben vorher davon gelesen, wie wichtig das ist, dass man füreinander betet, um festzustehen. Dass man den Geist von Jesus Christus hat, diese Kraft. Und jetzt etwas Neues, was Paulus hier noch dazu fügt. Er sagt ihnen, es ist so wichtig, dass man auch einen Geist hat und eine Einheit, dass man zusammensteht. In einer Seele, also ihr als Gemeinde. Ja, ihr habt so einen vielfältigen Hintergrund. Apostelgeschichte 16, eben lest das mal, da war diese reiche Händlerin, die Lydia, dann diese römischen Staatsbürger, Gefängniswärter mit seinem ganzen Haus, der zur Gemeinde dazugekommen ist. Wahrscheinlich hat es Leute mit jüdischem Hintergrund auch in dieser Gemeinde. Das war eine vielfältige Gemeinde. Die hatten unglaublich viel Grund zu Diskussionen und Streitereien und Auseinandersetzungen und so weiter. Und Paulus sagt, hey Leute, ihr müsst zusammenhalten. Ihr müsst eine Einheit sein. Weil es gibt etwas, wo das unbedingt nötig ist, nämlich dieser Kampf für den Glauben des Evangeliums. Und ich denke dann, wir sind ja auch eine sehr vielfältige Gemeinde, von jung bis alt, mit verschiedenen Berufen, verschiedenen Hintergründen. Ich denke mal auch verschiedenen christlichen Prägungen, Stallgerüchen, und es gäbe auch ganz viele Möglichkeiten zur Diskussion. Manchmal ist das auch spannend und so. Aber es gibt etwas, wo es wichtig ist, dass wir eine Einheit sind, nämlich für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen, einzustehen, einander zu ermutigen, hey, wir glauben an Jesus Christus mit dieser wunderbaren Botschaft des Evangeliums und wir wollen auch, dass andere Menschen davon erfahren. Das geht nur, wenn wir miteinander im Gebet zusammenkommen, wenn wir den Heiligen Geist haben und wenn wir eine Einheit sind, wenn wir darin am gleichen Strick ziehen. Vielleicht bist du jetzt auch hier und denkst, ja, jetzt haben wir immer von diesem Evangelium, von dieser wunderbaren Botschaft gehört, wo es sich sogar lohnt, das zu einem Kampf zu machen, wo das das Wertvollste ist für Paulus. Und ich glaube, manchmal ist es so richtig gut, dass man sich dieses Evangelium immer wieder neu ins Herz hineinschreiben lässt und sein Herz öffnet, dass Gott uns immer mehr davon zeigen kann, was diese wunderbare Botschaft bedeutet. Evangelium ist ja ein Wort, das man mit guter Nachricht oder guter Botschaft übersetzen könnte. Und wir sehen, Paulus, der war so Feuer und Flamme für dieses Evangelium, dass ihm das Wichtigste war im Leben, dass der Fortschritt des Evangeliums ihm so unglaublich wichtig war, dass er alles andere in den Hintergrund gestellt hat dafür. Und ich denke, diese wunderbare Botschaft, die wir immer wieder hören oder vielleicht auch zum ersten Mal hören, dass Gott zu uns Menschen gekommen ist, dass er diese Distanz überwunden hat und zu uns fehlerhaften und unvollkommenen Menschen gekommen ist, weil wir Menschen nicht zu ihm kommen können. Dass für uns Menschen wegen unseren Fehlern, unserer Schuld unmöglich ist, diese Distanz zu überwinden. Und dann diesen Jesus zu sehen, der am Kreuz gestorben ist für die Schuld und für die Sünde der Welt, der die Strafe für unsere schlechten Taten bezahlt hat mit seinem Leben, das wir leben können. Und der es nicht aus Pflicht getan hat, sondern der sein Leben gegeben hat aus Liebe, weil er jeden Menschen, weil er auch dich so unglaublich und unendlich liebt und dir dieses Geschenk anbietet, dass wir zu Jesus kommen dürfen. Und unser Schlechtes, alles, was uns von Gott trennt, was wir gegen Gott haben, unsere Schuld, unsere Sünde, dass wir das zu Jesus bringen können. Dass wir es einfach bekennen dürfen, ihn um Vergebung bitten und er sagt, dass er dann treu und gerecht ist und uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, sodass wir Gott begegnen können. Und das, was Paulus erlebt, auch erleben können, dass wir in diesem Leben schon mit Jesus verbunden sind und in ihm leben können. Und dass wir gar nicht ans Sterben denken müssen, sondern wenn wir daran denken, eher an ein Weitergehen denken, an ein Zurückkehren denken, dass wir dann in Ewigkeit ganz bei Jesus sein dürfen. Dass wir diese Angst nicht mehr haben müssen, was passiert nach dem Tod. Wie muss ich für meine Schuld bezahlen? Werde ich für ewig von Gott getrennt?
Was ist mit der Hölle? Sondern dass ich wissen darf, ich darf für ewig bei Jesus sein. Was für ein wunderbares Geschenk. Und etwas, was Paulus sagt, alles Leid, was ich hier auf dieser Welt habe, ist eigentlich Leidtheologie, die Paulus hier betreibt. Der Höhepunkt davon, der kommt dann am nächsten Sonntag, das wird dann unglaublich. Aber es ist, dass Paulus sagt, alles Leid, was ich auf dieser Welt ertrage, jedes Gefängnis, sogar wenn ich sterben muss für Jesus, das ist nicht so relevant, sondern relevant, dass ich in Jesus Christus sein kann. Das ist das beste, wertvollste Geschenk, was es gibt. Und so schreibt Paulus diesen Philippern dann auch, und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und, wir sind schon Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also Paulus, ich finde das manchmal recht krass, was man liest in der Bibel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Er sagt, es gibt ein unglaubliches Geschenk, der Glaube an Jesus, sondern an ihm festhalten, das Evangelium ist das größte Geschenk, was es gibt. Und manchmal schenkt Jesus dir auch, dass du leiden darfst für ihn. Hast du das auch schon mal gesagt? Jesus, es ist ein Geschenk, dass ich leiden darf für dich. Das ist unserem Denken ein bisschen fremd, oder? Aber Paulus sieht darin sogar ein Geschenk. Das Leiden dürfen für Jesus Christus. Ich finde das unglaublich bewegend und auch herausfordernd, weil ihr kämpft den gleichen Kampf. Also das ist so ein Einblick in Paulus, in diese Situation, diese Fragen der Philipper. Wir sind mit dieser Frage gestartet, wieso das Gefängnis super ist. Ich fasse diesen Abschnitt kurz zusammen. Paulus hat gezeigt, es gibt 3 große Vorteile, dass er im Gefängnis ist. Nämlich erstens, es gibt einen Fortschritt des Evangeliums. Jesus kann viel mehr wirken. Zweitens, es macht anderen Gläubigen Mut, auch in herausfordernden Situationen dran zu bleiben. Und drittens, Jesus wird groß und das macht mir unglaubliche Freude. Und ich freue mich auch so sehr, dass ich einfach Jesus habe, weil in allem ist Jesus mir ein Gewinn. Und dann sagt er, kämpft mit mir diesen guten Kampf des Evangeliums und bleibt dran. Ja, wir möchten in eine kurze Zeit des Gebets kommen und dann auch in eine Zeit der Anbetung. Es gibt dann während diesen Liedern auch die Möglichkeit, Ministry Time zu nutzen. Wir haben heute genug Zeit, also wenn ihr ein Gebetsanliegen habt oder vielleicht auch ein eigenes Leid, eine eigene Herausforderung, wo ihr sagt, das fällt euch echt schwer, aber ihr möchtet vielleicht neu oder mehr lernen, was es bedeutet darin, bei Jesus den Anker einzuhängen und zu sagen, auch in dieser Situation will ich mir überlegen, wie Jesus groß werden kann oder was er damit bewirken will oder wie das Evangelium fortschreiten kann oder wie ich festbleiben kann in Jesus. Nutzt diese Ministry Time, geht hin, sagt einfach euer Anliegen und es sind Leute da, die gerne für euch beten. Die haben so einen Badge und stehen da hinten bereit während den nächsten Liedern. Wir wollen aber auch in eine Gebetszeit gehen. Wir haben heute viel vom Evangelium gehört, was das Evangelium für eine Kraft hat und wie wertvoll es ist, dass es für Paulus und die Leute da das absolut Wichtigste war und auch für viele von uns das Zentralste im Leben, das Evangelium von Jesus. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, du willst dich auch bei Jesus einhängen und willst ein Teil von seinem Reich und seiner Familie werden. Dann wollen wir in einem ersten kurzen Teil einfach miteinander diesen Weg gehen. Man darf zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten, ihn in sein Leben einladen und sagen, ich will ein Leben mit dir, Jesus, haben, ganz in dir. Und wenn du das willst, darfst du dieses kurze Gebet mitbeten. Jesus, danke für diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, dass du zu uns Menschen gekommen bist. Und Jesus, ich will dich und ich brauche dich. Und danke, Jesus, dass du diese Brücke überwunden hast und am Kreuz gestorben bist, auch für meine Schuld und für meine Sünde. Und ich gebe dir all diese Dinge hin, all das Schlechte in meinem Leben, all das Egoistische, alles das, was ich gegen dich hatte, Jesus,
All das Böse, was mich von dir trennt, ich gebe es dir, Jesus, und ich bitte dich um Vergebung. Und ich nehme dieses Geschenk an, das du verheißen hast. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du uns vergibst jede Sünde und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Und ich lade dich ein, Jesus, komm du in mein Leben, in mein Herz. Und ich will in dir leben, ich will in dir sterben und ich will in dir sein in alle Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen. Vielleicht bist du auch hier und es geht dir ähnlich wie mir, dass du berührt bist von diesem Paulus und mehr davon willst, einfach, dass Jesus so zentral ist und wird in deinem Leben, dass es kein Leid, keine Not, keine Gefängnis, keine Verfolgung, keine Unterdrückung, dass dir das alles weniger wichtig wird. Vielleicht brauchst du aber auch Ermutigung, um darin festzustehen. Und ich will euch einladen, dass wir zusammen aufstehen vor Jesus und ihn bitten, dass er uns auch so festmacht wie den Paulus. Stehen wir doch zusammen auf. Jesus, als Gemeinde, als Christen, als Menschen stehen wir vor dir. Und Jesus, wir staunen darüber, wie dieser Paulus, wie diese Leute damals und auch viele Leute heute einfach dich so zentral im Leben haben, dass die Herausforderungen des Alltags alle im Blick auf dich gestehen. Und Jesus, du siehst, wo wir Herausforderungen haben, wo wir Gefängnis erleben, vielleicht schon lange. Und wir wollen dich bitten für einen neuen Blick und eine neue Perspektive. Zeig, Jesus, uns, wie du darin und dadurch groß werden kannst. Zeig uns, Jesus, wie dein Evangelium gefördert werden kann damit. Wie wir anderen Menschen Mut machen können, in ihren Herausforderungen und Gefängnissen festzustehen im Glauben und mit dir vorwärts zu gehen. Und Jesus, wir bitten dich auch für uns als Gemeinde, dass du uns segnest und Einheit schenkst, dass wir zusammen den guten Kampf des Glaubens, des Evangeliums kämpfen dürfen. Es ist ein Kampf nicht mit Waffen, sondern mit Liebe und in der Kraft des Heiligen Geistes, in deiner Kraft, Jesus. Wir wollen dich bitten, mache du uns mutig, schenke uns Freimütigkeit, schenke uns Einheit, dass wir immer wieder den Fokus zusammen finden können und nicht müde werden, dass wir dranbleiben und immer wieder neu aufstehen. Jesus, wir wollen mutig sein und wagen und Risiko eingehen für dich. Jesus, wir wollen deinen Namen groß machen, hier untereinander, aber auch im Embracher Tal, in unserem Umfeld. Jesus, wir wollen gestärkt werden, wir brauchen dich. Wir wollen mehr verstehen, wer du bist und wie wertvoll dieses Geschenk ist, dass wir gar nicht anders können, als es weiterzugeben. Und wir bitten dich, Jesus, öffne unsere Herzen für das, was du bereit hast für uns. Amen. Wer mag, kann gleich in so einer anbetenden Haltung bleiben. Ihr könnt euch auch wieder hinsetzen. Wir wollen zusammen singen, Jesus, wir erheben dich. Du bist das Licht. Wir kommen zu dir. Wir strecken uns auch aus nach dir. Ihr könnt auch die Ministry Time nutzen. Leute sind schon bereit. Mit diesen Kerzen geht auch nach hinten zum Gebet. Wir haben jetzt wirklich Zeit. Es lohnt sich so, auch zusammen zu beten. Für das, was du auf dem Herzen hast, auch für einen Segen. Wir wollen singen, Licht dieser Welt. Komm in dieses Dunkel und wirke du hier bei uns.